Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja, Leute, was gibt es Neues an der Front? Ja, Hansi Flick wurde jetzt endgültig als Cheftrainer eingestellt, verlängert, wie auch immer er das sagen möchte, bis 2023. Was ich persönlich begrüße. Ja, ich war ja am Anfang auch sehr skeptisch. Liegt daran, dass ich den Flick früher als Spieler war er nicht so mein Typ, der mir irgendwie gefallen hat, weil es nicht irgendwie negativ oder so, das war halt einfach ein persönlicher Geschmack. Ja, wie ich schon sagte, ich begrüße das sehr. Ich denke, oder aus meinen Augen hat er sehr gute Arbeit geleistet. Ja, jetzt werden wir so einige argumentieren, ja, aber Champions League, so das Wichtige, hat er ja noch nichts geleistet, weiß man ja nicht, so und so. Ich finde es gut, dass man es jetzt gemacht hat und nicht unbedingt so auf die Ergebnisse guckt. Sollte jetzt noch alles fortgesetzt werden, man weiß es ja nicht, wegen Corona-Mist. Ja, vielleicht werden wir dann kein Meister, vielleicht fliegen wir im Pokal noch raus und in der Champions League, ja, sind die Chancen sowieso immer schlecht, dass man da wirklich was holt. Kann also sein, dass wir am Ende der Saison ohne Titel dastehen. Aber das sollte keine Rolle spielen in meinen Augen, ja. Warum der Flick mich persönlich überzeugt hat, ist einfach seine Art und Weise, wie er auch nach außen hin kommuniziert. Ja? Das hatten wir zum Beispiel, wenn man es mal mit Kovac vergleicht, oder generell mit den letzten Trainern, auch mit dem Ancelotti. Nach außen haben die halt nie so klar kommuniziert. Ja? Ich habe das beim Flick an den Sachen festgemacht, zum Beispiel, wo wir diese Phase hatten, wenn 2-0, 3-0 gestanden hat, und dann haben wir erstmal 5 Gänge rausgenommen und haben versucht, das Ding irgendwie nach Hause zu schaukeln. Ja, und das hat er auch ganz klar angesprochen auf den Pressekonferenzen. Er hat gesagt, das ist nicht sein Weg, das will er so auch nicht sehen und da wird dran gearbeitet und so weiter. Jeder andere Trainer hätte das wieder unterm Tisch gekehrt, hätte das schön geredet, haben wir 3-0 gewonnen und so weiter. Diese Art und Weise gefällt mir halt einfach ganz gut. Mein Gott. Und ich denke, jeder, der sich ein bisschen mit unserem Club auseinandersetzt, wird da auch so ein bisschen an die Heinkes-Area angesprochen. Vor allen Dingen hört man das halt einfach auch aus der Mannschaft. Und ich denke, ja, normal war der Ancelotti auch so ein Typ. Ich denke, beim Ancelotti wird so ein bisschen an der Sprache gescheitert sein, dass er das nicht so wirklich umsetzen konnte, wie er es in anderen Vereinen umsetzen kann. Kovac, ja, dieser Kovac ist wahrscheinlich fachlich und so weiter ein Top-Mann. Und seine Art und Weise hat in Frankfurt und so auch gezündet. Aber ja, beim Club wie dem FC Bayern, wo halt einfach viel mehr in Anführungsstriche Stars sind, die irgendwelche Eigenheiten, irgendwelche besondere Streicheleien oder sonst was wollen. Das ist halt so eine Kovac-Art, die wohl doch so ein bisschen rauer ist, würde ich fast behaupten. Ja, der falsche Weg. Bei uns haben immer die Trainer den Erfolg gehabt, mal abgesehen vielleicht vom Guardiola, der so eine Mischung war, die gut mit der Mannschaft konnten, ne? Die ja den Spielern auch gesagt haben, woran sie sind und so weiter. Und ich denke, ja, gerade in der heutigen Zeit, ja, muss man das auch können als Trainer. Ich denke, so die Zeiten von Felix Magath, der sich mit Medizinmann um Platz scheucht und mit den Spielern halt kein Wort wechselt, sind irgendwo vorbei. Das klappt in der heutigen Zeit nicht mehr, ja. Und gerade nicht beim FC Bayern, wo du halt so viele Charaktere hast, die ja irgendwo meinen, dass sie was zu sagen hätten, dass sie, was weiß ich, wer sind. Das geht auch so wie so Clubs wie Frankfurt oder sowas, ja. Da kann man das alles irgendwo verstehen. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass der Kovac nur so ist, aber ich denke, der Hansi ist halt ein anderer Typ Mensch einfach. Und was halt zu unserem Club besser passt. Zum anderen ist er, ja, aus unserem Club, er kennt den Club, er weiß, was Sache ist. Und ich denke, er hat es jetzt in der Zeit, wo er da ist, halt auch nachgewiesen, dass er die Mannschaft entwickeln kann. Ja, er hat auch den Mut gehabt, den Davis dahin zu setzen und sagt, der bleibt da, fertig. Finde ich auch sehr gut. Was mich ein bisschen stört, dass so ein bisschen die Handbremse so bei den Amateurspielern noch drin ist. Da würde ich mir noch wünschen, dass man da noch ein bisschen offensiver ruhig rangeht und sagt, ja,
wir versuchen sie mit dem Jungen jetzt. Klar setzt das den Jungen dann auch unter Druck, logisch. Aber einfach mal ein bisschen mehr Chancen den jungen Spielern geben. So. Ich meine, er macht es ja schon, andere Trainer haben es gar nicht gemacht bei uns, haben gar nicht die Eier dazu gehabt. So, der letzte war so Van Gaal, ja, der das rigoros durchgezogen hat. Ja, und da bin ich gespannt, wie das in Zukunft sein wird. Ich hoffe, dass er da auch den Mut zu haben wird, da den ein oder anderen Amateurspieler ruhig reinzuwerfen und auch ja, die Chance zu geben. Ja, ansonsten, wie ich dir schon gesagt habe, für mich ist er eiert halt nicht rum, ja. So, die meisten Trainer heutzutage, guckt euch Pressekonferenzen an, nehmen mal den Streich raus, ja, aber alles eiert nur rum. Guckt euch mal den Favre in Dortmund an, Alter, der spricht auch keine klaren Worte, der eiert da um ein Thema rum und macht da eine Philosophie raus. So, das ist beim Flick nicht, ja. Der spricht freie Herz, freie Schnauze und das ist, was mir gefällt, ja. Das ist auch, was wir brauchen bei uns. In meinen Augen und ja. Ich hoffe, auch wenn es nicht laufen sollte nächste Saison, wenn man mal eine Durchstrecke hat wieder. Ich hoffe, man hält trotzdem dann fest. Ja, er hat es nachgewiesen, was er kann. Und man sollte ihm jetzt dann auch die Chance geben. Ich meine, wir haben ja nicht umsonst einen 3-Jahres-Vertrag abgeschlossen. Und ich freue mich drauf. Seine Philosophie hat man schon gesehen, so ein bisschen, ja, was er für Vorstellungen hat. Und ich denke, das passt sehr gut zu uns. Und ja, die andere Sache natürlich, Transfers. Ja, natürlich sind die Chancen gestiegen, dass jetzt der Werner kommt, weil der Flick ein Werner-Fan ist. Was mich natürlich sehr freut. Ich würde den Timo Werner sehr gerne bei uns sehen. Habe ich schon vor 2 Jahren gesagt. Das haben wir uns schon durch die Lappen gehen lassen und sollten wir es jetzt wieder tun. Halte ich für einen Riesenfehler. Ich meine, man sieht, was er kann. Ne? Er ist auf fast Levi sein Level von den Tore in der Bundesliga. Also da kann man ja nicht sagen, er kann nichts. Ja? Oder er passt nicht zum FC Bayern. Was ist das für ein Schwachsinn, Leute? Klar, wenn es gut läuft, spielt der Levi noch 2 Jahre oder was. Ja, aber der Werner kann auch hinterm Levi spielen. Ne? Da sehe ich gar keine Probleme. Ich sehe ihn sogar mehr hinterm Stoßstürmer wie direkt vorne. Und genauso denke ich auch, kann er auch auf die Außen gehen. Oder auf die Halbposition. Ja? Wenn man jetzt meint, man muss da unbedingt am Müller festhalten, was ja facto so sein wird, weil der Flick ist ja auch ein Müller-Fan. Und der Müller hat sich ja auch wieder gesteigert unter Flick, das muss man ja auch sagen. Aber er hat immer noch so die Phasen, wo einfach gar nichts zusammenläuft bei ihm. Aber gut, das ist bei Müller halt einfach so, ja. Das ist aber auch ein anderes Thema. Ansonsten, man weiß ja nicht, ob es stimmt, man hört es ja auch nur aus der Presse. Das Telefon zum Uli ist leider abgeschaltet in den Corona-Zeiten. Von daher hört man ja nur, dass der Flick halt so mehr Werner-Fan ist und nicht so Sané-Fan. Meine Meinung zum Sané. Ja, ich hätte ihn gern gesehen bei uns. Aber schon damals, wo er von Schalke weggegangen ist. Ja. Also aktuell, es wird aus dem Geld drauf ankommen. Wobei man Geld, jetzt muss man sowieso erstmal sehen, ja, wegen Corona und so weiter, wie sich das entwickelt. Obwohl ich da mir sicher bin, sobald das irgendwie ein bisschen erledigt ist, wird es wahrscheinlich in 3 Monate dauern und dann dreht der Fußball wieder genauso durch, geldtechnisch. Ist so meine Befürchtung. Ja, keine Ahnung. Ich sag jetzt mal so auf das alte Wertesystem, ja, vor Corona. So für 50 Mille würde ich ihn kaufen, 60 Mille. Hätte ich gesagt, jo, kann man holen, ja. Er hat Riesenveranlagung, keine Frage. Aber wenn man halt einig ist, und das ist ja nun mal Fakt, dass sie einig waren im FC Bayern, mit seinen Berateragentur und so weiter. Und man dann den Berater wechselt und dann sagt, nee, wir sind jetzt nicht mehr einig, wir müssen jetzt wieder von Null verhandeln. Ja Leute, ganz ehrlich, da würde ich auch sagen, verpiss dich. Ja? Ganz ehrlich, also der FC Bayern wäre da im letzten Jahr bereit gewesen, knapp 100 Millionen in die Hand zu nehmen, um den Spieler zu holen. Und dann wechselt er den Berater, um noch mehr rauszuschachern oder was? Wo ist der Sinn dahinter, Leute? Ich meine, da kann ja ein Berater wechseln und dann sagt man ja, hier, ich habe hier das schon ausgehandelt im FC Bayern, ich stehe da im Wort, wäre ja gut gewesen. So, ja, kein Charakter für uns, Leute. Bin ich ganz ehrlich, kein Charakter für uns. Nee, sehe ich nicht, fühle ich nicht. Und ja, ist genauso wie der Brazzo, ja, wenn wir schon bei Transfers sind, fühle ich auch nicht in der Situation.
Zum Glück ist der Olli jetzt mit dabei. Und der Kalle hat es ja auch bestätigt, ja, dass der Olli jetzt da schon bei Verhandlungen mit dabei ist. Zum Glück, Leute, ganz ehrlich. Nur der Brazzo, ich weiß nicht. Klar, der Davis so ist auf seinem Mist gewachsen, super. Auch mit der Jugendakademie und so weiter, super Arbeit. Aber jetzt so Transfers und Transferstrategie, die er fährt, schwierig, Alter. Wie gesagt, so Hernandez, ja, haben wir noch gar nichts von gesehen, ja. Verstehe ich auch nicht, warum man da die Kohle ausgegeben hat, obwohl er eine Verletzung hatte und operiert werden musste. Das wusste man ja, unter 80 Mille rauszuballern. Schwierig. Vor allem, wenn man jetzt sieht, wie der Alaba spielt auf der Innenverteidiger-Posi. Ja, machen wir uns nichts vor, Leute. Wenn der Süle fit ist, der Alaba sollte verlängern, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Flick sagt, jo, der Alaba bleibt da, der ist mein Abwehrgott, ne? Weil er macht's gut bisher. Und der Davis macht's gut auf der linken Außenbahn hinten. Warum sollte man jetzt den Alaba da wieder hinstellen und den Davis auf die Bank setzen? Für was? Das läuft doch. Vor allem ist es gut gelaufen. Machen wir mal gut den Davis an, was er für eine Entwicklung genommen hat. Sehe ich dann jetzt nicht den Hernandez da irgendwo ins Team rutschen mit seinen 80 Millionen. Also die 80 Millionen hätte man dann halt schon allein irgendwie 30 hätte Werner gekostet, ja. Hätte es noch 50 über gehabt für irgendwas anderes. So muss man mal rechnen. Schwierig, Leute, schwierig. Und keine Ahnung, hätte man da unbedingt... Ich meine, logisch, Innenverteidiger kannst du immer gebrauchen, ja. Weil hättest du zu der Zeit auch den Tar holen können, ja. Der hätte wahrscheinlich auch nur die Hälfte gekostet. Halte ich auch für ein riesen Potenzial. Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Süle ist für mich gesetzt. Süle ist für mich der deutsche Innenverteidiger schlechthin. Also, da müssen wir uns nichts vormachen. Er hat super gemacht bei uns und ich hoffe, er kommt auch dann wieder rein und er wird jetzt ein bisschen mehr Zeit haben, dass er langsam herankommen muss, dass er nicht so wegen der EM so stressen muss und so weiter. Das habe ich schon ein bisschen für schwierig gehalten. Deswegen ist das schon ein Vorteil für uns. Ja, und ich meine, dann hast du auch noch den Pavard, der macht es jetzt auch nicht so schlecht rechts außen, aber einen rechten Verteidiger wollen wir trotzdem holen. Den hast du also auch noch in der Innenverteidigung und jetzt in der Innenverteidigung auch nicht schlecht gemacht, wenn er gespielt hat in der Innenverteidigung. Ja, und da siehst du schon, ne? Also der Hernandez wird es nicht leicht haben. Klar war er verletzt und so weiter, ist Weltmeister, alles keine Frage. Na, möchte gar nicht schlecht reden oder sowas. Aber man sieht halt auch, dass wir, ja, dass wir einfach Qualität hinten haben. Also ich sehe da jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit, da irgendwas zu tun. Klar, einen rechten Verteidiger, der ein bisschen mehr Offensivdrang vielleicht noch hat. Ja. Ich meine, Pavard hat sehr gutes Spiel gemacht als rechter Verteidiger. Aber halt auch, ja, welche, die nicht so stark nach vorne sind. Was ich aber eigentlich auch nicht schlimm finde. Bin ich ganz ehrlich. Also, ich sehe ihn da auf der Pose. Ich meine, wenn man ihn da mal ein bisschen spielen lässt, wird er sich ja wahrscheinlich auch noch verbessern. Also ich sehe das jetzt ja gar nicht so unbedingt, dass wir da unbedingt einen rechten Verteidiger brauchen. Dann lieber einen rechter Offensiven. Also wenn wir eine Alternative zum Gnabry haben, das würde für mich viel mehr Sinn machen, als irgendwie einen rechten Verteidiger. Wie gesagt, der Kimmich kann zur Not einen rechten Verteidiger spielen. Und ja, wenn der Pavard sich irgendwie verletzen sollte. Und ansonsten nimmst du halt irgendeinen jungen Jaust so als Backup aus der zweiten Mannschaft. Da wird es ja auch irgendeinen geben, der rechter Verteidiger spielt. Also sehe ich jetzt nicht so schlimm, dass wir da unbedingt Handlungsbedarf hätten. Aber gut. Das sehen die Herren anders, was ja auch in Ordnung ist. Ja, wie ich schon sagte, also Sané, fußballerisch halte ich viel von ihm. Kann natürlich sein, dass er einfach schlecht beraten ist durch seinen Vater, was weiß ich, der da sein Berater wohl ist. Keine Ahnung, man kann das so einen jungen Jaus halt auch immer schwer vorwerfen. Wenn man ihn für gutes Geld kriegen würde, klar, warum nicht, ne? Er ist hochbegabt und könnte sich mit Sicherheit auch noch ein bisschen entwickeln bei uns. Ansonsten wünsche ich mir, habe ich ja schon oft gesagt, Mario Canheros, sind Timo Werner bei uns. Ich denke auch, dass er voll einschlagen würde bei uns, ja. Klar, der Müller wird es schwieriger haben, weil ich sehe den Werner definitiv mittig hinterm Levi mit allen Freiheiten, dass er noch mal außen ausweichen kann und so weiter. Und dann denke ich, das wird knallen, Leute. Das wird echt knallen. Da sehe ich ihn definitiv. Ansonsten das Thema Neuer.
schwierig. Ich weiß nicht, woran es hapert. Ja, man liest immer was von Vertragslaufzeit, weil man weiß halt nicht, was da so seine Gehaltsforderungen sind. Ansonsten bin ich da ganz, ganz klar beim Flick. Ist für mich einfach der weltbeste Torwart und ja. Ich bin auch der Meinung, man hat es beim Buffon gesehen und ja, ich bin der Meinung, ein Torwart kann locker bis 38, 39, 40 spielen. Das sollte nicht das Problem sein. Je nachdem, wie der Ehrgeiz ist, wie man sich fit hält. Und ich denke, da müssen wir uns alle nichts vormachen, dass der Neue das hat. Und gerade auch, wenn man jetzt so sagt, ja, wir bauen eine neue Mannschaft auf und sowas. Ich denke, der Neuer gibt da auch viel Rückhalt. So gerade den Süle auch gegeben hat. Und dann jetzt so mit den Jungen da, mit dem Alaba und dem Davis und so weiter. Die sich da alle auch finden mussten und so weiter. Ich denke, der Neuer spielt da schon eine große Rolle auch. Und wenn ich mir dann jetzt vorstelle, du hast da so einen Flattermann wie den Schalker Knallkopf da drin stehen. In dem Fall, den Transfer habe ich ja schon meine Meinung gesagt, sehe ich gar nicht. Ich hoffe, es wird mit Neuer verlängert. Ich sehe da auch kein Problem, den 4 Jahre zu verlängern. Also ich denke, bis 38 kann Torwart locker spielen. Also da müssen wir uns ja nichts vormachen. Und ich meine, wenn die Leistung dann irgendwann nicht mehr stimmt, ja, was soll's? Dann kannst du ihn immer noch langsam Step by Step rausnehmen und irgendwie. Wenn ich dann aber lese, ja, nee, wir verkaufen den Neuer und holen dann den Ter Stegen ablösefrei, wir geben den Neuer ablösefrei weg. Leute, nichts gegen Ter Stegen. Er ist ein guter Torwart, hat mir ganz gut gefallen. In Gladbach auch, im Barca sehe ich relativ wenig, außer wenn man Champions League ist. Sehe ich jetzt aber nicht so als den Anführer dann bei uns. Was will er bei uns? Mal ernsthaft. Der muss sich dann auch erst einfinden, kann dann da nicht der große Redelsführer werden, sonst irgendwas. Und ich finde, gerade bei uns, ich meine, wir haben da auf der Torwartposition eine gewisse Historie, das was alles immer Charaktere waren, die auch Verantwortung getragen haben, die meistens Kapitän waren. Und ja, für mich Vollgas verlängert den komischen Schalker Hooligan, den Neuer. Ist für mich immer noch ein Ur-Schalker. Verlängert 4 Jahre. Also bin ich voll dafür. Wie gesagt, also für mich gibt es kein Alter beim Torwart. Auch nicht beim Spieler. Man hat den Lothar gesehen mit 36, man hat den C. Roberto noch gesehen und so weiter. Klar sind die dann alle nicht mehr die schnellsten. Aber ja, der Neuer muss auch nicht mehr unbedingt immer bis zur Mittellinie sprinten. Es reicht, wenn er dann nur 20 Meter raussprintet aus dem Tor. Meine Meinung. So, Thiago steht für mich außer Frage, Leute. Ganz klar, muss verlängert werden. So wie er sich unter Flick entwickelt hat. Ist der beste Thiago, den wir je hatten. Muss man ganz klar sagen. Unterm Guardiola war er lange nicht so gut. Unterm Kovac hat er dann eine ganz schwierige Zeit gehabt. Dann war er mal zwischendurch ganz gut. Aber so wie er jetzt spielt, Leute, kannst du gar nicht wegdenken aus unserer Mannschaft. Ich hoffe auch da, dass der Vertrag langfristig verlängert wird. So, wen haben wir noch? Alaba. Beim Alaba ist so ein bisschen das Groß-Thema, ne? Der Groß wurde ja damals oder ist gewechselt, weil er nicht das Gefühl dieser Wertschätzung hatte. In Anführungsstrichen Wertschätzung. Wir reden da natürlich jetzt vom Finanziellen. Der FC Bayern war halt nicht bereit, ihm das zu zahlen, was er halt jetzt dann bei Madrid bekommt. Was natürlich auch daran liegt, dass er in Anführungsstrichen einen Jungen, der kam ja glaube ich aus Rostock oder sowas, relativ jung. Und bei uns ist immer so das Problem, habe ich zumindest das Gefühl, so die Spieler, die aus der eigenen Jugend kommen, war beim Schweinsteiger ja auch lange so und beim Badstuber auch. Ja, dass man da immer irgendwie so denkt, ja, den zahlen wir irgendwie dann einfach mal ein bisschen weniger, weil die sind ja aus der eigenen Jugend und so. Man nimmt das dann gar nicht so ernst. Und von daher, ich kann den Alaba da schon verstehen, wenn er sagt, er möchte dann jetzt auch zu den Top-Verdienern aufsteigen bei uns im Verein. Wer die Leistung sieht und das seit Jahren, Leute, ja, ob es legendäre Flügelzange oder linke Seite mit dem Ribéry war. Ich denke, da gibt es keine zwei Meinungen. Für mich Alaba verlängern, definitiv. Ihm auch das zahlen, was ihm zusteht. Da brauchen wir sich über das Thema Geld im Fußball anfangen. Ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Meine Meinung auch, ich lasse ihn auf der Innenverteidiger-Posi.
Er macht super da, wenn er dann noch den Süle neben sich hat. Ja, der ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes als so ein unsicherer Boateng oder so ein Halbfitter Hernandez, wie es bisher war. Ja, und so hast du halt auch die Backups, ne? Wenn der Davis ausfallen sollte, kann der Alaba auch wieder links spielen. Oder wenn der Davis mal eine Pause braucht, kann der Alaba links spielen. Dann kannst du in der Innenverteidigung den Pavard ziehen oder hast den Hernandez noch auf der Bank und sonst was. Also, und Alaba kannst du überall spielen lassen, ja. Er redet zwar seit 200 Jahren, er möchte unbedingt defensiv Mittelfeld spielen. Aber der FC Barcelona oder sonst wer wird ihn auch nicht kaufen oder in England jemand und wird sagen, wir kaufen dich, damit du im defensiven Mittelfeld spielst. Ich denke, der Zug ist einfach abgefahren für ihn. Wir haben da jetzt auch keinen Bedarf. Guckt euch den Thiago an. Ne? Also, ich sehe da jetzt keinen Bedarf. Aber die Möglichkeit ist natürlich auch noch da, das kann er spielen. Und von daher so einen variablen Spieler, ja, dann irgendwie jetzt für 40, 50 Mille, mehr werden wir eh nicht kriegen, bei einem Jahr Laufzeit jetzt abzugeben. Und was würdest du da kaufen, Leute? Klar, wenn du jetzt sagst, wir setzen zu 1000% auf den Hernandez, dann kannst du jetzt argumentieren, auf der linken Seite haben wir den Davis, dann kannst du einen Alaba abgeben. Aber der Alaba ist für mich ja ein Bild des FC Bayern und ich würde mir halt wünschen, dass er auch verlängert wird. Ne? Ganz klarer Fall. So, wen haben wir denn? Haben wir alle durch, ne? Müller, ja, Müller wird ja eh verlängert. Müller ist Flick sein verlängerter Arm. Da müssen wir gar nicht drum rumreden. Ich denke mal, das wird in den nächsten Tagen Vollzug gemeldet werden. Obwohl mir bei Müller so die letzten Aussagen auch nicht gefallen haben, bin ich auch ganz ehrlich. Da hat mir auch so ein bisschen die Loyalität zum FC Bayern gefehlt. Also der Müller hat schon immer gut verdient und so weiter. Aber wo er dann irgendwie da vom Kovac eine Ansage hatte, ja, du bist jetzt erstmal raus und vor und so weiter, hat er gesagt, ja, dann gehe ich halt, dann hau ich ab hier, entweder so, entweder spiele ich jetzt oder ich gehe. Ja. Ja. Kann man beim FC Bayern einfach nicht bringen, Leute. Weiß ich nicht. Schon gar nicht, wenn man so aus dem Verein kommt und so weiter. Ich meine, vielleicht war er angepisst. Halte ich aber für schwierig, wenn wirklich so die Einstellung da ist. Und würde ich dann auch für schwierig halten, die nächsten Jahre. Also ich sehe den Müller maximal noch 2 Jahre. Ja, maximal. Ich denke, man sieht das jetzt schon, dass er nicht mehr so viel... Wenn er ständig spielt, dass er nicht mehr so spritzig ist, dass er nicht mehr so viel... Ich meine, so richtig spritzig war er noch nie. Aber er hat halt immer viel geackert nach hinten und so weiter. Und das hat man schon in den letzten Spielen gesehen. Das geht ihm ein bisschen ab jetzt, ne? Das ist ja einfach dem Alter geschuldet. Und deswegen, ich sehe ihn maximal noch 2 Jahre. Er wird wahrscheinlich 4 Jahre Vertrag kriegen oder so. Ja, wird spannend zu sehen sein. Vor allem, wenn der Werner kommt. Wie ich sagte, also für mich verdrängt der Werner den Müller. Aber ganz easy. Ich sehe den Müller auch nicht so. Ja, seine Stärken hat er hinterm Levi, keine Frage. Aber auf Außen, ja, ist der Müller tot irgendwie. Ist halt ein anderer 10,5er, sag ich mal, wie es so ein Werner wäre. Schwierig. Also, ich bin gespannt, Leute. Ich hoffe. Wir holen den Werner. Ansonsten gehe ich davon aus, dass wir im Perisic, dass wir den kaufen werden für die 20 Mille. Ja, unter Kovac war er eine 6. Unterm Flick hat er sich auch gemacht. Und ja, 20 Mille, ich weiß nicht. Ja, nimm ihn mit, der hat Erfahrung. Keine Ahnung. Und er ist ein Backup auf beiden Seiten. Er kann beide Seiten spielen. Und Coman, ja, ist halt auch der Arjen, ne? Immer oft verletzt und so weiter. Also auf der Außenbahn müssen wir eh was tun, aber ich sehe den Werner halt auch auf der Außenbahn. Ich denke, zumindest so auf der halben Außenbahn sollte das easy peasy gehen. Er hat den Speed. Und vielleicht entdeckt man da sogar eine neue Posi, ne? Wenn er so ein bisschen den Arjen machen kann, dann der Werner. Weil torgefährlich ist er eh. Ja, ansonsten müssen wir auf der Außenbahn was machen. Ist auch keine Frage. Natürlich, wie wir gerade schon hatten, der Sané wäre da einer, aber nicht für das Geld, was da im Raum steht. Absoluter Witz. Und damit kommen wir schon zur letzten Personalie. Kai Havertz ist der Flick ein großer Fan von. Ja, ich habe mich jetzt nicht so ausführlich mit dem Jungen auseinandergesetzt. Zumindest dieses Jahr habe ich relativ wenig gesehen von ihm. Davor das Jahr habe ich ein bisschen mehr gesehen. Aber ist ja angeblich so das größte Talent und hat auch irgendwie auch Transfermarkt einen Marktwert von 90 Millionen, was, ja, wart mal nach Corona ab, kannst du 40 abziehen. Sehe ich halt auch nicht, ihn da jetzt für 100 Millionen von Leverkusen zu verpflichten. Sehe ich nicht.
Bin ich ganz ehrlich, bin da wie beim Sané, 50, 60 Millionen. Joa, kannst du machen. Ich habe allerdings, oder ich sehe es wahrscheinlich, dass so, ich denke mal, bis 80 Millionen würden wir zahlen. So Hernandez-mäßig denke ich schon, auch nach Corona. Ob Leverkusen sich darauf einlässt, ist eine andere Sache. Eine andere Sache ist, ob er überhaupt zu uns kommen möchte. Ja, schwierig. Frag mich halt dann, wo soll er spielen? Ne? Wo soll er spielen? Klar könnte man dann jetzt sagen, jo, wir verlängern mit dem Thiago nicht, wir verkaufen ihn oder sonst was. Also ich sehe den Thiago schon da, wo er spielt. Also, und er ist ja jetzt auch nicht irgendwie 33 oder was. Er hat da noch ein paar gute Jahre vor sich. Und aktuell hat er die beste Form, die er je hatte bei uns. Und dann hast du den Kimmich. Du kannst den Kimmich natürlich auch da wieder wegnehmen. Hat mich bisher jetzt noch nicht so wirklich überzeugt da im Mittelfeld. Und dann hast du noch einen Goretzka. Ja, der ja bekanntermaßen auch nicht schlecht ist. Und ich denke, der Flick wird da auch noch die letzten Prozente rauskitzeln. Und wenn der mal verletzungsfrei bleibt, ja, wo willst du dann einen Kai Havertz hinstellen? Wisst ihr, was ich meine? Dann musst du einen von den anderen dreien auf die Bank setzen. Ja? Und du kannst das ja noch weiterspinnen. Das sind ja nicht alle Spieler, die wir haben. Wir haben noch einen Tolisso. Wir haben noch einen Martinez. Ja? Wo ich mir bei wünschen würde, wir würden Martinez auch nochmal verlängern für 2 Jahre. Ist aber rein aus sportlicher Sicht, wahrscheinlich würde man Nein sagen, weil ziemlich alt, letzter Zeit hat auch öfters mal angeschlagen. Ich bin halt absoluter Martinez-Fan, wisst ihr, die mich länger gucken, und für mich ist der einfach ein überragender Fußballer und der macht so viel allein durch sein Stellungsspiel, Auge weg und einfach auch vom Typ her, ja, wer sich mal ein bisschen mit ihm auseinandersetzt. Ja, ist es schon schwierig, dann auch so einen Typen aus der Mannschaft zu verlieren, denke ich. Und da würde ich mir auch wünschen, dass man ihm auch nochmal 2 Jahre gibt. Warum nicht? Ja? Klar wird er nicht mehr absoluter Stammspieler sein. Das ist ihm ja auch dann wohl klar. Und würde ich mir wünschen. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass es nicht so kommen wird, dass man ihn nicht verlängern wird. Da wird natürlich wahrscheinlich auch der Flick die letzte Entscheidung irgendwie haben. Ja, ansonsten, ihr merkt schon, unsere Mannschaft steht eigentlich. Ja? Man redet immer so vom Umbruch und so weiter. Um das mal irgendwie zusammenzufassen, in der Abwehr sehe ich eigentlich gar keinen Handlungsbedarf. Wie gesagt, ich sehe auch keinen Handlungsbedarf beim rechten Verteidiger. Wenn halt der Pavard ausfällt, muss der Kimmich das spielen, fertig. Ob er das will oder nicht. Wenn er das nicht will, soll er den Verein verlassen. Ne? Ganz einfache Kiste. Einzigsten Handlungsbedarf, den ich sehe, sind die Außenbahnen. Ja? Ein Levi-Ersatz, ja, muss man mal den Zirkzee dran festhalten. Ja, man muss ihm mal ein bisschen mehr Spielzeiten geben, mal vielleicht den Levi dann auch mal eine Halbzeit rausnehmen oder mal eine halbe Stunde rausnehmen. Ja, er muss ja auch nicht immer durchspielen. Er ist ja auch oft so, in der letzten Zeit hat er sein Tor gemacht und danach hat er auch irgendwie nicht mehr so den Drang gehabt. Ja, und ist doch auch in Ordnung. Ja? Er wird auch nicht jünger und dann kann man mal ein bisschen Pause geben für wichtigere Spiele. Dann nimmt man ihn halt nach 60 Minuten raus und bringt den Zirkzee für 30 Minuten. Dass man den Jungen mal ein bisschen ranführt. Ja, da sehe ich auch keinen Bedarf. Und wenn alle Stricke reißen, kannst du immer noch den Müller da vorne reinstellen. Aber wenn ganz alle Stricke reißen, kannst du auch Gnabry da vorne reinstellen. Spielt ja in der Nationalmannschaft auch. Also von daher sehe ich auf die Sturmposition auch keinen Bedarf. Und im Mittelfeld habe ich euch gerade schon aufgezählt. Ja? Weiß ich nicht, ob man da unbedingt... Dann Kai Havertz da irgendwie, also für 100 Millionen sehe ich den gar nicht. Also ja, Tolisso wird wahrscheinlich geopfert werden. Aber ja, was selbst dann? Wir hauen Tolisso weg, sagen wir, kriegen 30 Mille wahrscheinlich. Gut, die kannst du dann schon mal damit abziehen, ja, und so weiter. Alles keine Frage. Ja, aber wen setzt du dann auf die Bank? Ja? Das ist halt so. Weiß ich nicht, sehe ich schwierig. Ich bin dann eher so der Freund davon zu sagen, ja, dann nimmst halt irgendwie so einen durchschnittlichen oder so wie bei Perisic halt, so um die 30. Der was kann, den kannst du als Backup haben, aber willst du dann einen Goretzka, einen Kimmich oder einen Havertz auf die Bank setzen in den jungen Jahren, macht halt auch wenig Sinn, wisst ihr, wie ich meine? Und ja, weiß ich nicht, schwierig, bin gespannt, was passieren wird transfermäßig, da noch einige andere Namen im Umlauf.
Für die Außenbahn bin ich auch ganz klar der Meinung, ja, dann hol doch einfach 2, 3 Talente. Mein hat beim Davis auch geklappt. Könnte auch den Alaba wieder auf Link-Verteidiger stellen und den Davis davor. Ich denke, das wird der Davis auch hinkriegen, wenn er wieder offensiv noch ein bisschen mehr machen kann. Auch eine Alternative, ja. Wenn man jetzt gar nichts kriegt für die Außenbahn, dann hast du auch das Problem Hernandez gelöst, der dann da reinrutschen kann in die Innenverteidigung. Also das ist ja, ihr seht ja, wir sind so variabel da hinten aufgestellt. Und das zieht sich dann halt auch nach vorne mit dem Davis. Von daher alles gut, Leute. Wie gesagt, holen wir eine Granate irgendwie, so eine halbe Granate für die Außenbahn, nochmal einen jungen, talentierten für die Außenbahn. Ja, und ich bin dafür, mit den Jungs zu verlängern halt einfach. Ne? Ich sehe jetzt keinen, wo man sagen müsste, nee, wir verlängern nicht. Aber das ist nur meine Meinung. Ihr könnt mir gerne eure da lassen. Und ansonsten, ja, schauen wir mal, was die nächsten Wochen und Monate bringen, so vertragsverlängerungsmäßig. Und vor allen Dingen auch, wie dann so die Entwicklung auf dem Transfermarkt sein wird. Ich denke aber auch gerade, um das vielleicht nochmal zu sagen, gerade jetzt so mit der Corona, man kann die Auswirkungen halt auch gar nicht greifen auf dem Transfermarkt. Ja, wie so die Ablösesummen und so weiter und die Gehaltsentwicklung sein wird. Ich denke, auf die Gehälter wird es sich kaum auswirken. Ja, bei uns verzichten alle im Moment auf 20%. So, das ist danach wieder gegessen und das wird sich auf Neuverpflichtungen nicht auswirken. Aber gerade wegen den Ablösesummen und so weiter, ja, verlängert doch mit den Leuten. Ja. Wir wissen, was wir dran haben. Es ist nicht, dass sie irgendwie eingebrochen sind von der Leistung her. Und ja, warum auch nicht langfristig verlängern? Also ein Alaba kann doch seine Karriere bei uns beenden, ein Neuer genauso und Müller genauso. Das war doch auch immer eine Sache, wofür unser Verein auch eigentlich steht. Und nicht, dass wir dann noch irgendwie die Leute dann für die letzten 2 Jahre ihrer Karriere fortgeschickt haben oder sowas. Gut, meine Meinung. Lasst mir gerne eure da. Ansonsten, wie immer, rot-weiße Grüße gehen raus. Und ja, wenn es das nächste Video gibt, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn es irgendwas zu Transfers, Vertragsverlängerungen gibt, schauen wir mal. Ansonsten, wenn der Ball irgendwann wieder rollt. Ne? In diesem Sinne, haut rein. Bis dann. Ciao.